Das ist genau das, wo ich nicht weiterkomme. Ich mag's, wenn es ein bisschen saurer ist, aber das ist nicht jedermanns Sache. Herr Kirchleitner, ich kann das einfach nicht entscheiden. Kann man denn die für gar nichts brauchen? Aber Einmal, wenn man die was machen lässt. Es kann doch nicht so schwer sein. also, Sie haben wirklich einen guten Duft, Frau Kirchleitner. Echt? Das ist nicht ein bisschen aufdringlich? Mir sind nämlich die Parfümflaschen ausgekommen. Also, ich find's gut. Passt zu einer. Ich krieg nix. Und? Was und? Die Apfelschorle ist ungenießbar, die ist total vergoren. Kann das sein, dass Sie das nicht schmecken, Herr Kirchleitner? Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du an jeden Menschen fragen, er wird dich anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Hast du mir die Schorle jetzt gegeben, dass ich mit der Magenverstimmung daheim bleib, ha? Na, ehrlich gesagt war das ein Test. Und? Bin durchgefallen. Mir ist das einfach alles komisch vorgekommen. Ich mein, zuerst finden sie mal Bierfahrt, dann wollen sie das Radl nicht probieren. Und das Parfüm von der Frau Kirchleitner haben sie auch nicht gerochen. Wo es eigentlich ein paar Elefanten umhauen als Kinder. Ich hab mir halt einfach gedacht, dass... Mit meinem Geruchs- und Geschmackssinn was nicht stimmt. Es tut mir leid, ich hätte sie ja einfach fragen können. Na, Kathi. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Weil du mit deiner Vermutung genau richtig liegst. Dann haben sie mein Bier einfach nicht geschmeckt. Ich gehe davon aus, dass das vollkommen in Ordnung ist. Bin ich wenigstens ein bisschen erleichtert. Zu meiner Verteidigung. Bei der Verkostung, da habe ich noch nichts davon gemerkt, dass was nicht stimmt. Aber seit ein paar Tagen beobachte ich das und es schaut nicht gut aus. Was sagt der Doktor dazu? Da muss man doch irgendwas machen können. Am besten 2 Tage einen Termin. Und ich bitte dich, also, dass das so lange unser Geheimnis bleibt. Wie jetzt? Ihre Familie weiß noch gar nichts davon. Solange ich nichts Genaues weiß, möchte ich ja, dass das so bleibt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehen soll. Sie sind doch der Braumeister da herin. Und es steht dann noch die Radlerverkostung an. Dann kämst dann du ins Spiel. Schau, da ist das gute Stück. Schön. Was ist denn das? Das ist dem Mike sein Geschenk zum Jubiläum. Ich hab's Annalena schicken lassen, damit er nichts mitkriegt. 22 Jahre, ein Wahnsinn, oder? Ja. Und hast du auch schon ein schönes Geschenk für deinen Chef? Eine Idee habe ich schon. Ich muss das bloß noch besorgen. Gut. Aha, schau. Ui, der ist ja schick, ha? Ja, sogar mit Gravur. Das ist wirklich eine schöne Idee. Ich bin gleich wieder da. Sehr schön. Grüß dich, Toni. Hi. Was zeigst du so ein Läppchen? Ich wollte Mike zum Jubiläum einen Schlüsselanhänger schenken. Jetzt hat die Trixie schon gekauft. Das ist natürlich blöd. Aber da fällt dir doch sicherlich noch was anderes ein, oder? Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, dass Sie mir sowas zutrauen, Herr Kirchleitner. Aber wie soll denn das in der Praxis genau ausschauen? So wie wir es letztes Mal gemacht haben. Ich gebe dir Anweisungen und hilf dir, wo es noch gerade geht. Bloß schmecken muss das komplett allein. Bloß ist gut gesagt. Ich weiß, dass du das kannst, sonst darf ich dich nicht darum bitten. Danke. Und da geht's jetzt wirklich allein um das eine Radler. Ja, und um die laufende Produktion.
Also gut, dann heißt das, wir machen uns als allererstes an die 2 Limo-Variationen, die ich schon entwickelt habe, und entscheiden uns für eine. Na, und das stimmen wir dann mit unserem dunklen Bier ab, dass er ein perfektes Radler ergibt. Schaut ganz so aus, als hätten Sie zwei wieder zusammengerauft. Ist alles geklärt, ja. Freut mich. Und für die Verkostung morgen ist alles vorbereitet? So gut wie. Mach mich nicht schwach, Martin. Wenn wir den Termin mit dem Schmalke nicht einhalten können, du dann... Dann gängen uns 50 Getränkemärkte durch die Lappen. Das geht schon. So, jetzt packen wir's. Also, pfiat euch. Ja, da kommt wohl eine Nachtschicht auf uns zu. Kathi, wenn wir uns jetzt voll reinhängen, dann schaffen wir doch das. Oder was meinst du? Also, pfiat euch und danke, gell? Ja. Und richtet am Mike einen schönen Kurs aus. Gut, das machen wir genau. Also, servus, wieder schauen. Tschüss. Also, der Fee, die kann für dann ein bisschen einen Schmuck in die Haare brauchen. Meinst nicht mir? Das kann ich aber nicht. Okay, so ist das so. Das ist für ein Wettbewerb für Kinder, nicht für Tanten. Ja, ich hätte sie aber anders sehen wollen. Ja, ja. Also, Froni, das war eine Spitzenidee mit dem Malwettbewerb. Mei, es muss ja mal um was anderes gehen, nicht bloß immer um Politik. Außerdem, was soll ich mit 2 Zirkuskarten? Die Emma, die ist schon ganz wild auf dem Malwettbewerb, ja. Die malt sich schon den Finger wund. Hat's also ihre Karriere als Meisterdetektivin wieder an den Nagel gehängt? Na, ich fürchte, das ist bloß vorübergehend. Aber eigentlich hat sie ja auch Glück, weil sie ist ja mit der Initiatorin quasi verwandt. Das Hobby war jetzt überhört, gell? Außerdem kümmert sich um die Auswahl vom Sieger eine unabhängige Jury. Der Herr Pfarrer hat nämlich ein paar Senioren zusammentrommelt. Ich bin also bloß Schirmherrin. Ja, dann muss wohl ihr beispielloses Talent für den Sieg sorgen. Ich geh jetzt heim. Also, schönen Abend alle, gell? Vierte. Und du darfst viel weitermalen, gell? Für euch. Also, das schaut noch nicht gut aus. Schau her. Das muss man draus schöner machen. Sind Sie, finden Sie das nicht ein bisschen unfair? Wir wollen halt unbedingt im Zirkus. Da schau dir den an, der meinst du glatt, der ist echt. Der da ist doch schön, der hat mir gefallen. Ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, gell? Hallo. Servus, ihr zwei. Ich zeig bloß gerade am Roland ein paar Modellautos. Da gibt's eine neue Serie von Klassiker, die ist wirklich der Hammer. Ja, schau dir den an. Du willst ja jetzt wieder sammeln anfangen, oder, Mike? Ich bin froh, dass die Phase vorbei ist. Ein Mo braucht ein Hobby. Wenn du meinst. Jetzt mach's halt nicht gleich wieder schlechter. Schau dir den erst einmal an, hier. Tut mir leid, aber mit so Spielzeugautos, da kann ich einfach nichts anfangen. Das sind keine Spielzeugautos, das sind Schmuckstücke. Meisterwerke sind das. Alles gut. Zeig mal her. Aber wie, du machst mir die jetzt auch wieder malig? Arbeite ich in einer Werkstatt oder in einem Kosmetikstudio? Du hast da wieder recht. Da schau. Also. Das Nicht ist mein schlecht. Lieblingsteil, ja. Ja. Na, der tät sich super machen auf deinem Schreibtisch. Was kostet denn der Spaß? Das ist ja ein Sammlerstück, gell? Und echt Zeiten. 350 € musst du schon rechnen damit. Schau dir den an, echt. Ich kann mich gar nicht satt sehen. Riech fast. Also, unser Dunkles hat eine süße und eine leicht schokoladige Komponente. Und? Was passt da dazu? Ich darf es nicht noch süßer machen. Na, ich darf das Limo auch so mischen, dass es die Süße vom Bier zwar unterstreicht, aber im Nachgeschmack vielleicht ein bisschen herber ist. Hört sich doch gut an. Gut, dann packen wir's.
Das Limo mit der Ingwermischung ist wirklich um einiges besser wie das mit dem Lavendel. Da sind wir doch auf einem guten Weg. Hm? Und? Was meinen Sie? Mei, grundsätzlich kann man sowas natürlich schon wieder herrichten. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir das da herin in der Werkstatt machen, dann wird Ihnen das so teuer, da können Sie sich gleich einen neuen verkaufen. Wie die ganzen Ersatzteile. Nein, das weiß ich gar nicht, aber die ganzen Arbeitsstunden, die wir da reinstecken müssen, die haben es in sich. Der Rost muss weg, dann muss er geschweißt werden, die Bleche, der Rahmen, dann muss er gestrahlt werden, neu lackiert werden. Die kleinen Teile müssen wir alle neu kaufen und austauschen. Das ist jetzt ja ganz schön aufwendiger. Freilich, wenn das jetzt ein Hobbyschrauber selber alles macht, dann macht das schon noch Sinn vielleicht, aber... Nein, für sowas habe ich kein Talent. Wissen Sie, da sollen Sie sich lieber einen, der Ihnen noch ein paar Euro dafür gibt und selber dran rumschraubt, haben Sie mehr davon. Ja, gut. Dann danke für die ehrliche Beratung. Freilich, jederzeit. Toni, hilfst du dem Herrn bitte nur, dass du wieder mit auflädst? Ja. Ich bin ja los zu einem Termin, aber der Tonschein muss gleich da sein, gell? Also, fertig. Für gut. Für wie viel würden Sie denn hergeben? Mei, ich weiß es auch nicht. Also für 30 Euro würde ich ihn nehmen. Ja. Von mir aus. Bevor ich ihn am Schrottplatz wirf, nimmst du den. Super. Dann hole ich gleich meinen Geldbeutel. Was soll das sein? Ein Tintenfisch? Das ist eine Elfe. Und die Ruckzüpfchen, die drehen sie ja so, weil es gerade tanzt. Ah ja, aber das ist dann allerdings ein bisschen blöd. Warum? Weil es fast dasselbe ist, was die Nichte von der Zenzi gemalt hat. Wieso weißt du das? Na, weil die gestern im Brunnenwirt zusammen gemalt haben und da hat die Zenzi ordentlich sauber mit Hand angelegt. Beim Moiner? Hm? Ja, das ist aber nicht in Ordnung. Naja, der Zweck heiligt die Mittel, oder? Vergiss es, denk gar nicht dran. Ich möchte nicht, dass die Emma schummelt, okay? Ja, du hast ja normalerweise recht, aber schau, es gibt ja keine Zirkuskarten mehr zum Kaufen. Und die Emma war wahrscheinlich wahnsinnig traurig. Ja, dann ist halt einmal wahnsinnig traurig. Und? Ah, Christi. Hallo, Emma. Meine Bilder sind schön, gell? Die sind wunderschön. Also, am besten gefällt mir das Bild mit der Elfe hier. Siehst du, Mama, der Gregor hat gleich erkannt, was es ist. Ja? Immer in der Küche. Und was meinst du? Welches von den beiden soll ich beim Wettbewerb abgeben? Warum malst du nicht dich und die Oma als Sherlock Holmes und Dr. Watson? Hm? Aber das ist so schwer. Ah, was überhaupt nicht. Da malst du einfach die Mützen und die Pfeifen und dann kennt es jeder. Mhm. Soll ich dir vielleicht helfen? Au ja! Gut, weil du mich so lieb bittest, kann ich natürlich nicht nein sagen, aber das bleibt unser Geheimnis, okay? Gut, jetzt pass auf. Jetzt machen wir erstmal die Melone vom Dr. Watson. Sup. Das darfst du jetzt ausmalen und ich schaue mal, wie wir das Gesicht malen. Pass auf. Ja, sehr gut. Okay, und das ist jetzt der Kopf. Der wird ungefähr so. Es tut mir leid für die kurze Nacht. Wir brauchten schon einen Schlaf. Aber ich bin mir sicher, dass sich dein Einsatz gelohnt hat. Ich hab auch kein schlechtes Gefühl. Es hat echt so viel Spaß gemacht. Das habe ich gemerkt. Also wie du ans Werk gegangen bist, mit so viel Leidenschaft und Energie, also musst beibehalten. Gell? Mach ich. Danke noch, Kirchleitner. Ich hab dir zu danken, weil ohne dich hätte ich das nie geschafft. Ja, dann drück gerne die Daumen für die Verkostung nachher. Warte mal, Kathi. Hättest du Lust, später dabei zu sein bei der Präsentation? Echt jetzt? Ja, freilich. Den Hauptanteil an Arbeit, den hast du gehabt. Aber es muss für unter uns bleiben, gell? Kein Thema. Ich freu mich.
hast du ja ganz schön was vorgenommen. Wieso? Wenn er den herricht, dann kann er ihn verkaufen. Ein paar 100 Euro springen da bestimmt raus. Ja, 400 bis 500 könntest du schon kriegen. Hast wohl dein neues Tablet schon geschrottet? Na, ich will ein Geschenk für Mike kaufen zum Werkstattjubiläum. Hätte bloß den Bonus vom Oldtimer-Verkauf nicht so schnell rausgehauen. Ja, das nennt man wohl Ironie des Schicksals. Also, ich bin sicher, der Mike erwartet von seinen Lehrlingen keine goldenen Manschettenknöpfe oder so. Es ist ja auch nicht bloß für ihn als Chef. Der Mike, der hat so viel für mich getan. Ich will ihm einfach was schenken, worüber er sich richtig freut. Der Mike lässt dich das aber bestimmt nicht während der Arbeitszeit machen. Das weiß er selber. Was lass ich dir nicht machen? Nix. Steht das Drum immer noch da? Ich habe das dem Kunden vorhin abgekauft. Ich will ihn herrichten für eine Freundin aus der Berufsschule. Du musst ja Zeit haben. Wieso? Wenn er immer nach Feierabend dran arbeitet, dann ist er bald so gut wie neu. Meinst Ja gut, vielleicht nicht wie neu, aber vorn wird er. solange der Arbeiter herin nicht drunter leidet? Keine Sorge. Aber er darf dann vielleicht da herin herrichten. Ich wüsste sonst nicht, wohin damit. Meinetwegen. Und wenn du eine Frage hast, dann kommst du einfach. Super. Der Flori hat einmal probiert, dass er mich malt. Wie eine bucklerte Hex hat das ausgeschaut. Den Kommentar kannst du dir gleich sparen. Also ich bin wirklich schon neugierig, wer diesen Wettbewerb jetzt gewinnt. Es haben ja so viele Kinder ihre Beutel abgegeben. Für Gott benannt. Wiederschauen. Bitte noch. Tja, ihr hättet jetzt sehen sollen, was sie da für ein Drama gerade angespielt hat in der Metzgerei. Wieso, was denn da passiert? Die Froni war gerade drüben einkaufen, ja. Und da hat die Zenzi gedacht, sie gibt ja schon mal das Bild von ihrer Nichte. Puh, sag's euch. Ja, die Froni hat sofort gesehen, dass das kein Kind gemeint hat. Echt jetzt? Ja. Ich sag dir, die Froni hat für sowas ein Auge. Naja, auf jeden Fall ist es jetzt so, dass beide disqualifiziert sind. Mei, da wird die Nichte ganz schön niedergeschlagen sein. Aber sowas macht man auch nicht. Na. Auf jeden Fall ist der Zirkus für die zwei schon mal gestorben. Naja, dafür hat Emma jetzt auch umso größere Chancen. Du, wie lange hat deine Emma noch Zeit? Gar nicht. Die war schon drüben in der Amtsstube und hat ihr Kunstwerk abgegeben. Ah ja, findest du nicht, dass das alles ein bisschen schnell gegangen ist? Warum? Dem haben wir super für ihr Alter. Und in dem Fall haben jetzt die Ehrlichen auch eine Chance. Und? Hervorragend. Nicht zu süß, nicht zu sauer, süffig. Die Ingwernote gefällt mir. Das ist genau das Richtige für einen warmen Sommerabend. Das gefällt mir. Was sind denn das für bescheidene Töne? Sonst heißt es doch immer, was hast denn du erwartet? Na, Hubert, deine Meinung ist mir schon wichtig. Ja, es schmeckt richtig gut. Und was sagst du dazu, Kathi? Es ist doch wichtiger, was der Kunde gleich sagt. Also, ein bisschen mehr Begeisterung für die Arbeit von deinem Braumeister kannst du schon haben. Kathi, das ist ein Profi. Die hat es nicht nötig, dass sie mir Honig ums Maul schmiert. Das kann sie nachher beim Spargel machen. Also um den mache ich mir keine Sorgen. So, Ah. da sind wir. Darf ich Ihnen den Mantel noch abnehmen? Grüß Gott, beieinander. Herr Schmalke, grüß Sie. Grüß Sie Gott. Grüß Gott. Darf ich Ihnen meine Assistentin vorstellen, die Frau Benninger. Frau Benninger, freut mich. Grüß einer. Sie ist an der Entwicklung von dem Radler nicht unbeteiligt. Ja, da die sagen, kommen wir zum Wesentlichen. Ja, ich bin schon gespannt. Martin, bitte. Grüß dich, Froni. Gregor, grüß dich. Was machst denn du da? Oh ja, ich hab grad Pause und mir denkt, ich schau mal vorbei. Aha. Ja, und außerdem rückt man einen guten Kaffee bis auf die Straßen aus. Weil es ja im Brunnerwirt keinen gibt, gell? Schon, aber nicht mit so einer netten Gesellschaft. Ja, wenn's magst, dann nimm da halt einen. Im Vorzimmer im Eck. Mei, sagst du,
Zu geht's halt eine E-Mail nach der anderen und eine depperte Anfrage nach der anderen. Und dann muss er die Gemeinderatssitzung vorbereiten und mit dem Malwettbewerb, da habe ich mir auch selber ins Knie geschossen. Du, Froni, da sind keine Tassen da. Was? Keine Tassen? Wo hat's denn die Jede, Monika? Warte mal. Die sind doch unten hinten im Eck. Tut's die da unten rein? Wie magst denn du deinen Kaffee? Mit Milch oder Zucker? Milch und Zucker. Was ist denn los? Nix. Toni, wir brauchen die drüben im Gemeindesaal. Grüß dich, Gregor. Was, jetzt schon? Ja, der Pfarrer, der hat seine Termine wieder irgendwie verschusselt und hat die Schule jetzt früh bestellt. Glaubst du, so ein Stress? Ich hab noch gar nicht die ganzen Bullen da durchgeschaut. Das macht ja jetzt ja nichts, komm. Die schauen wir jetzt miteinander an und wenn wir den Gewinner haben, dann stellen wir das gleich halt auf die Nacht auf unsere Internetseite. Ja, Gregor, tut mir leid, aber jetzt musst du wann anders zum Kaffeetrinker kommen. Wir müssen gehen, siehst du, was los ist. Komm, ich muss absperren. Und das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als du dir vorgestellt hast, oder? Aber wenn ich jeden Tag nach Feierabend dran ärger, dann schaffe ich das schon. Ja, es ist jetzt auch nicht so dringend, oder? Deine Freundin wird ja wohl noch ein paar Wochen drauf warten können. Ein paar Wochen. Ich will das in ein paar Tagen schaffen. Dran weiter. Und überhaupt, was mir eigentlich recht, wenn du die Bastelei aufs Wochenende beschränken kannst. Nicht, dass du dich da nur verletzt, bloß weil du übermüdet bist. Ich pass auf. Versprochen. So einen Einsatz darf ich mir tagsüber auch mal wünschen. Hey, ich bin immer voll motiviert. Das war bloß ein Witz, fühl's mir nicht gleich auf. Also gut, ich gehe jetzt hoch. In spätestens 2 Stunden Schluss. Haben wir uns? Also bis nachher. Bis dann. Hey, Kathi, jetzt mach doch nicht so ein Gesicht, sowas kommt vor. Ich verstehe einfach nicht, warum dem das Radler nicht gefallen hat. Mei, die Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Ja, vielleicht ist das einer, der das Radler von Haus aus lieber ein bisschen süßer mag. Und jetzt, wo wir wissen, worum es geht, da können wir uns darauf einstellen. Allein die Tatsache, dass er einen zweiten Versuch abwartet, ist doch gut. Ja. Darf man schnell bitte? Vielleicht ist das einer, der sowieso immer das letzte Wort haben will und jeden ersten Versuch abschmettert. Möglich war's. Also ich finde dein Radler auf jeden Fall super, Martin. Nur dazu, wenn man bedenkt, wie wenig Zeit du gehabt hast. Vielen Dank, Hubert, aber das Lob gebührt allein der Kathi. Herr Kirchleitner, Sie müssen Freizeit Ja, nehmen. das muss jetzt mal sein. Ich meine, es ist unfair von mir, dass ich die ganzen Lorbeeren kassiere. Früher oder später kommst du auch mal auf den Tisch. Darf Sie mich vielleicht einmal aufklären? Die Kathi hat das Radler entwickelt. Und zwar ganz allein, auf meinen Wunsch hin. Ja, also steht mir natürlich nicht zu, dass ich mich in deinen Entwicklungsprozess einmische, aber also als Braumeister solltest du dich schon selber um so einen Großauftrag kümmern. Nix für ungut, Kathi. Aber ich hab nicht können, Hubert, weil ich ein größeres Problem hab. Und das war? Ich hab meinen Geschmackssinn verloren. Was hast du? Ja, du hast schon richtig gehört. Ich schmeck nichts mehr, ich riech nichts mehr. Und wenn's blöd läuft, dann bleibt's ja so. Wie lange dauert denn das noch? Ich weiß nicht, Emma. Aber bestimmt nicht mehr so lang. Du, Emma, falls du jetzt bei dem Malwettbewerb nicht gewinnst, ja, dann ist es kein Weltuntergang. Ich will aber unbedingt in den Zirkus. Ja, ich weiß, aber schau, es ist bestimmt mal einer bei uns in der Gegend unterwegs. Ja? Kannst du bitte aufhören, dass du dir die Vorfreude nimmst? Ich will ja bloß nicht, dass er enttäuscht ist. Schau, Emma, da machen unheimlich viele Kinder mit. Aber keins hat so ein tolles Bild wie ich gemalt. Genau so sehe ich das auch.
Schaut's bitte mal, den Kindermalwettbewerb gewonnen hat. Emmerlich! Ja! Juhu, ich gehe in den Zirkus, ich gehe in den Zirkus. Das muss ich gleich der Mumie erzählen. Ja, mach das. Aber das ist ja der Tintenfisch. Also, ich meine die Elfe. Was soll denn sonst sein? Oh, nix. Du hast gewusst, dass ich bei dem Budelkäufer hab, oder? Ich weiß nämlich, wie mein Kind meint. Und deswegen habt ihr die Elfe genommen. Und mir hast du zittern lassen, sag Ja, mal. Strafe muss sein. Und das mit der Disqualifizierung von der Zenzi ihrer Nichte, das hat auch nicht gestimmt, oder was? Boah, na warte. Nicht wirklich. Ey, aber dein Gesicht war Gold wert, als ich das erzählt habe. Ach, Mama, darf ich nicht vielleicht die Mia mit in den Zirkus nehmen? Gut, dann nimm's mit. Ich rede morgen mit der Zenzi. Okay. Tja, von der Emma kannst du noch was lernen. Und ich gehe jetzt einmal davon aus, dass es selbstverständlich ist, dass du die beiden Mädels zum Zirkus bringst und dann draußen auf sie wartest und sie dann natürlich auch wieder heimfährst. Ich so. Das Bild wollte der Gregor also beim Malwettbewerb erreichen. Na, voll lieb von ihm. Aber wenn Sie mich fragen, sollte sich der Gregor ein bisschen mehr um den Felix kümmern. Der war mir nämlich ein bisschen zu ruhig in letzter Zeit. Machen wir uns nichts vor, oder? Buben in dem Alter machen gerne mal einen Schmarrn. Vor allem, wenn sie die Madel beeindrucken wollen. Was Sie glauben, der Felix ist da eine Ausnahme? Das ist genau das, wo ich nicht weiterkomme. Ich mag's, wenn es ein bisschen saurer ist, aber das ist nicht jedermanns Sache. Herr Kirchleitner, ich kann das einfach nicht entscheiden. Kann man denn die für gar nichts brauchen? Aber Einmal, wenn man die was machen lässt. Es kann doch nicht so schwer sein. also, Sie haben wirklich einen guten Duft, Frau Kirchleitner. Echt? Das ist nicht ein bisschen aufdringlich? Mir ist nämlich die Parfümflaschen ausgekommen. Also, ich find's gut. Passt zu einer. Ich krieg nichts. Und? Was und? Die Apfelschale ist ungenießbar, die ist total vergoren. Kann das sein, dass Sie das nicht schmecken, Herr Kirchleitner? Da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim, dort wo ich jeden auf der Straße kenn. Da kannst du jeden Menschen fragen, er wird die anschauen und dir sagen, daheim ist daheim. Daheim ist daheim, da komm ich her, da will ich wieder hin. Daheim ist daheim. Hast mir die Schale jetzt gegeben, dass ich mit der Magenverstimmung daheim bleib, ha? Na, ehrlich gesagt war das ein Test. Und?
Bin durchgefallen. Mir ist das einfach alles komisch vorgekommen. Ich mein, zuerst finden sie meine Bierfahrt, dann wollen sie das Radl nicht probieren. Und das Parfüm von der Frau Kirchleitner haben sie auch nicht gerochen. Wo es eigentlich ein paar Elefanten umhauen halt können. Ich hab mir halt einfach gedacht, dass... Mit meinem Geruchs- und Geschmackssinn was nicht stimmt. Es tut mir leid, ich hätte sie ja einfach fragen können. Na, Kathi. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Weil du mit deiner Vermutung genau richtig liegst. Dann haben sie mein Bier einfach nicht geschmeckt. Ich gehe davon aus, dass das vollkommen in Ordnung ist. Bin ich wenigstens ein bisschen erleichtert. Zu meiner Verteidigung. Bei der Verkostung, da habe ich noch nichts davon gemerkt, dass was nicht stimmt. Aber seit ein paar Tagen beobachte ich das und es schaut nicht gut aus. Was sagt der Doktor dazu? Da muss man doch irgendwas machen können. Am besten 2 Tage einen Termin. Und ich bitte dich, also, dass das so lange unser Geheimnis bleibt. Wie jetzt? Ihre Familie weiß noch gar nichts davon. Solange ich nichts Genaues weiß, möchte ich ja, dass das so bleibt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt gehen soll. Sie sind doch der Braumeister da herin. Und es steht dann noch die Radlerverkostung an. Dann kämst dann du ins Spiel. Schau, da ist das gute Stück. Schön. Was ist denn das? Das ist dem Mike sein Geschenk zum Jubiläum. Ich hab's Annalena schicken lassen, damit er nichts mitkriegt. 22 Jahre, ein Wahnsinn, oder? Ja. Und hast du auch schon ein schönes Geschenk für deinen Chef? Eine Idee habe ich schon. Ich muss das bloß noch besorgen. Aha, schau. Ui, der ist ja schick, ha? Ja, sogar mit Gravur. Das ist wirklich eine schöne Idee. Ich bin gleich wieder da. Sehr schön. Grüß dich, Toni. Hi. Was zeigst du so ein Lädchen? Ich wollte Mike zum Jubiläum einen Schlüsselanhänger schenken. Jetzt hat die Trixie schon gekauft. Das ist natürlich blöd. Aber da fällt dir doch sicherlich noch was anderes ein, oder? Bleibt mir nichts anderes übrig. Ich fühle mich wirklich geschmeichelt, dass Sie mir sowas zutrauen, Herr Kirchleitner. Aber wie soll denn das in der Praxis genau ausschauen? So wie wir es letztes Mal gemacht haben. Ich gebe dir Anweisungen und hilf dir, wo es noch gerade geht. Bloß schmecken muss das komplett allein. Bloß ist gut gesagt. Ich weiß, dass du das kannst, sonst darf ich dich nicht darum bitten. Danke. Und da geht's jetzt wirklich allein um das eine Radler? Ja, und um die laufende Produktion. Also gut, dann heißt das, wir machen uns als allererstes an die 2 Limo-Variationen, die ich schon entwickelt habe, und entscheiden uns für eine. Na, und das stimmen wir dann mit unserem dunklen Bier ab, dass ein perfektes Radler ergibt. Schaut ganz so aus, als hätten sie zwei wieder zusammengerauft. Ist alles geklärt, ja. Freut mich. Und für die Verkostung morgen ist alles vorbereitet? So gut wie. Mach mich nicht schwach, Martin. Wenn wir den Termin mit dem Schmalke nicht einhalten können, du dann gängen uns 50 Getränkemärkte durch die Lampen. Das geht schon. So, jetzt packen wir's. Also, pfiat euch. Pfiat euch. Pfiat euch. Ja, da kommt wohl eine Nachtschicht auf uns zu. Kathi, wenn wir uns jetzt voll reinhängen, dann schaffen wir doch das. Oder was meinst du? Also, pfiat euch und danke, gell? Ja. Und richtet der Mike einen schönen Kurs aus. Gut, das machen wir genau. Also, servus, wieder schauen. Also, der Fee, die kann für dann ein bisschen einen Schmuck in die Haare brauchen. Meinst nicht mir? Das kann ich aber nicht. Okay, so ist das so. Das ist für ein Wettbewerb für Kinder, nicht für Tanten. Ja, ich hätte sie aber anders sehen wollen. Ja, ja. Also, Froni, das war eine Spitzenidee mit dem Wahlwettbewerb. Mei, es muss ja mal um was anderes gehen, nicht bloß immer um Politik. Außerdem, was soll ich mit 2 Zirkuskarten? Die Emma, die ist schon ganz wild auf dem Wahlwettbewerb, ja. Die macht sich schon den Finger wund. Hat's also ihre Karriere als Meisterdetektivin wieder an den Nagel gehängt? Na, ich fürchte, das ist bloß vorübergehend.
Aber eigentlich hat sie ja auch Glück, weil sie ist ja mit der Initiatorin quasi verwandt. Das Hobby war jetzt überhört, gell? Außerdem kümmert sich um die Auswahl vom Sieger eine unabhängige Jury. Der Herr Pfarrer hat nämlich ein paar Senioren zusammentrommelt. Ich bin also bloß Schirmherrin. Ja, dann muss wohl ihr beispielloses Talent für den Sieg sorgen. Ich geh jetzt heim. Also, schönen Abend alle, gell? Fertig. Und du darfst viel weitermalen, gell? Für euch. Also, das schaut noch nicht gut aus. Schau her. Das muss man draus China machen. Sensi, findest du das nicht ein bisschen unfair? Wir wollen halt unbedingt im Zirkus. Da schau dir den an, der meinst du glatt, der ist echt. Der da ist doch schön, der hat mir gefallen. Ja, über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten, gell? Hallo. Servus, ihr zwei. Ich zeig bloß gerade am Roland ein paar Modellautos. Da gibt's eine neue Serie von Klassiker, die ist wirklich der Hammer. Ja, schau dir den an. Du willst ja jetzt wieder sammeln anfangen, oder, Mike? Ich bin froh, dass die Phase vorbei ist. Ein Mo braucht ein Hobby. Wie du meinst. Jetzt mach's halt nicht gleich wieder schlechter. Schau dir den erst einmal an, hier. Tut mir leid, aber mit so Spielzeugautos, da kann ich einfach nichts anfangen. Das sind keine Spielzeugautos, das sind Schmuckstücke. Meisterwerke sind das. Alles gut. Zeig mal her. Aber wie, du machst mir die jetzt auch wieder madig? Arbeite ich in der Werkstatt oder in einem Kosmetikstudio?